onze Geschicht Nummer 73. Ditmal vertellen wir uns erst noch weiter ein bisschen mehr von dem Entstehen von den vielen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden manche von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten an Süd-Ontario und dann von was unsere Mennoniten für einen Biedrag merken zu der Ontario Wirtschoft oder Economy. Von der sind an Süd-Ontario am Kirchen, nicht mal in Mount Salem, aber auch in Leamington, Tillsonburg, Tilbury und Straffordville. Bei Leamington, Ontario, wird 1990 eine IMC-Kirche gegründet. Peter Reimer war der Leamington IMC-Kirche Pastor für die ersten 13 Jahre. Es liet Peter und Elmer Reimer kennen, als sie an der IMC-Kirche bei Stratton, Ontario als Pastor vordienten. Nu sind George und Betty Rampel in der Leamington IMC-Kirche der Pastor vor. Lowell und Marlene Freys sind die Kirche Jugendpastor vor. Jakob Bartsch ist in dieser Kirche auch ein Prediger. Und dann haben sie noch 4 Diakonen. In der Leamington IMC-Kirche sind 210 Gemeindeglieder und da versammeln sich am Sonntagmorgen durchschnittlich so wie 300 Menschen zum Gottesdienst, Kinder mit angeschlossen. In Tilbury, Ontario, fängt die IMC-Konferenz oder Kirche der Geschicht in Anna Enns ihre Arbeit eine Kirche an im Oktober 1999. Diese Kirche hat nu 2005 40 Gemeindeglieder. In der Tilbury IMC-Kirche versammeln sich am Sonntagmorgen von 100 bis 110 Menschen zum Gottesdienst, Kinder mit angeschlossen. Jake Enns ist der Pastor und Isaac Klassen ist Diakon. In Straffordville, Ontario, in der IMC-Kirche sind John und Lorna Wall dort Pastor vor. Diese Kirche wurde gegründet im November 1996. Am 3. November 1996 hielten sie ihren ersten Gottesdienst. Diese Gemeinde hat nu im Januar 2005 72 Gemeindeglieder und da versammeln sich am Sonntagmorgen durchschnittlich bei 140 Menschen zum Gottesdienst. Diese Kirche hat ein Gehilfsprediger und 3 Diakonen. In Tillsonburg, Ontario, ist seit 2001 auch eine IMC-Kirche. Die Kirche Nomen ist Church of Living Water. David und Audrey Reed sind dort Pastor vor. Diese Gemeinde hat 45 Gemeindeglieder. Und nun vertellen wir Wort von Conservative Mennonite Kirchen manch unsere Oldkolonie in Süd-Ontario. Ein Albert Reimer, ein gewesener Kleingemeinde, wo er von der Quellenkolonie in Chihuahua, Mexiko nach Belize getroffen wird, und seine Frau Anna Friesen, wo er von der Durango Oldkolonie herstammt, wären von Belize mit ihrer Familie nach Kanada getroffen. Und in Kanada hatten Reimer sich die Conservative Mennonite Church angeschlossen. Albert und Anna Reimer wären gut damit bekannt, dass in Chihuahua viele oldkolonische Eltern wären, wo ihre Kinder Jahren einen besseren und rechteren Schulunterricht zuteil worden lassen wollen, als was sie an ihre oldkolonische Schulen kriegen. Und Reimers wussten auch, dass dort all viele von so Eltern für ihre Kinder an kleingemeindliche Schulen besseren Schulunterricht gekriegt hatten. Und Albert Reimer wusste auch darum, dass in der Elmer Umgegend all viele oldkolonische Familien von Mexiko wohnten, von wo viele sehr viel lieber würden gute private Schulen haben wollen für ihre Kinder, als dass sie die an Regierungsschulen schickten. Und an den Anfangs 1980er Jahren kam er mit leitenden Männern von Kitchener Conservative Mennonite Church taub, in der Elmer Umgegend manch oldkolonische von Lateinamerika nach Ontario gekommene Familien herumsicken, so sie dort nannten, auf oder wo viel von der oldkolonischen Eltern ihre Kinder wurden von der Conservative Mennonite Church ihre Privatschule unterrichten lassen, wenn sie dort mit einer so einer Schule anfangen würden. Einen Tag wollen diese Männer auch mit Menno Krieger, dem damaligen leitenden Prediger oder Pastor an der Mount Salem IMC-Kirche, und mit George Rampel, dem damaligen Direktor von der MCC Ontario-Arbeit in Aylmer, Ontario, über ihre Privatschule anfangen und der Aylmer Umgegend reden.
Sie vroegen Menno Kreker en mij of we door verzennen worden, dat de Conservative Mennonite Church in de Elmer omgegend eine Privatschool aanvangen soll. En we zeiden toe aan ongeveer zo, want dat alles is wat je willen voor onze lied, die door willen erkennen en jene school ongerechten loten, met eine school aanvangen, dan wordt we niet doorheen zijn. Aber wenn je dat doen willen, om doordat man onze lied nog eine Kirche oder noch eine Gemeinde anfangen, dann wird wir nicht sehr dafür sein. Denn wir dachten, Gemeinden wären an der Umgegend all genug. Und diese Männer reden so, als wenn das nicht wäre, was sie wollen. Sie wollen bloß die Lied helfen mit ihrer Kinder an eine private mennonitische Schule ungerechten zu lassen. Die Conservative Mennonite Church fängt bald nachdem in Colton, Ontario, mit einer Privatschule an. Aber das wird doch so, dass sie in Colton dadurch auch sehr bald eine Conservative Mennonite Church anfangen. Das wäre also doch ihr Ziel gewesen und das wäre ja gar nicht anders zu denken. Viele mennonitische Gemeindenleiter in der Elmer Umgegend dachten damals aber, dass es da nicht an noch mehr Gemeinden fehlt, manche urkundliche Familien vom Süden, und besonders nicht an eine für unsere Mennoniten ein bisschen fremde Gemeinde. Die Conservative Mennonite Church fängt aber doch mit urkundlichen Familien taub eine Kirche an, in Colton, Ontario, und dort reiht nochmal weiter Familien in Freundschaften ein und verursacht viel schwere Zeiten, besonders bei so einer Eltern, die ihre Kinder und Großkinder uit ihre urkundliche Gemeinde übergingen, nur diese für alle ein bisschen fremde Gemeinde. Aber nu, im Jahr 2005, sind die Wunden, die damals dadurch verursacht worden, dass die Conservative Mennonite Church die Glieder uit andere mennonitische Kirchen nur ihre Kirche lockt, durch ihre urkundliche Eltern eine private Schule anbieten für ihre Kinder, meistens war geheilt. Und Familienverhältnisse und auch alle Freundschaften sind meistens weiter in Ordnung gebracht worden. Die Gemeindenglieder von den verschiedenen mennonitischen Gemeinden erkennen sich, glaube ich, meistens gehen sie dich an, die Conservative Gemeinde ihre Glieder mit angeschlossen, und alle Verschiedenheiten sind so mehr verschwungen oder stehen wenigstens fast keinem mehr sehr im Stich. Und wenn man von der die Frucht von der Conservative Mennonite Church ihre Arbeit mag unsere Menschen sieht, dann seien die meisten von uns dort ernst, dass denen ihre Arbeit für die Umgegend ein bleibender Segen geworden ist. Viele Familien kriegen für ihre Kinder guten christlichen Schulunterricht und private Schulen, wo eine Christian Light Publications Material brauchen, und die Schulkinder dadurch gute christliche Werte mitgeben für ihr Leben. Und Eltern, Kinder und Großkinder haben weiter gute Familienverhältnisse, trotzdem sie nicht alle in eine Gemeinde Glieder sind, wo denselben Gemeindennamen trägt. Und das ist wundervoll. Wie alle, die wir in unserer Dorfschule noch den Katechismus auswendig gelehrt haben, und das apostolische Glaubensbekenntnis, so es dort in unserem alten Katechismus steht, haben immer auch diesen Satz im Glaubensbekenntnis auswendig angesagt. Ich glaube an eine allgemeine christliche Kirche, die heilige ihre Gemeinschaft. Die meisten von uns verstanden als Kinder natürlich nicht gleich, was das Bekenntnis meint, wenn wir dort auch auswendig ansehen können. Aber ich glaube, dadurch, dass wir von der zu so viele verschiedene Kirchen gehören in Ontario, und auch auf anderen Städten, wo wir wohl verschiedene Namen haben, da wir aber die eine biblische Heilsbotschaft, dass der Mensch durch Jesus Christus mit Gott Frieden merken, fromm leben und seilig sterben kann, dieselbe Lehre ist, habe ich dadurch meistens alle besser verstanden gelehrt, was das bedeutet, wenn wir sagen, ich glaube an eine allgemeine christliche Kirche, die heilige ihre Gemeinschaft. Und das ist, so ich das sage, auch wundervoll. Von der 2005 hat die Conservative Mennonite Church in der Elmer Umgegend 3 Kirchen, die Colton, Corinth und Orwell. Und die Conservative Mennonite Church ihre Privatschule in Colton waren im Schuljahr 2004
5, 96 kinderen ongerecht en aan ihre school in Korinth zo bij 20 kinderen. De conservative Mennonite Church in Orwell is door in dem gebied wo binnen de Elmer Bibelschool voor aantal jaren weer. Dat gebied heeft meerdere klassenstoven en daar wil de gemeente ook nog met een privatschool aanvangen. En nu wordt daarvan wat onze oud-kolonische, Sommerfeldsche en Kleingemeensche van Latijns-Amerika naar Zuid-Ontario gekommene mensen en ook den er ook komen in Ontario schaffen, wo die einen bedeutenden Biedrag merken tot de Ontario Wirtschoft oder Economie. In de 1920er jaren wanderden mal über 7000 oud-koloniën en Sommerfelder Mennoniten van Canada uit naar Chihuahua, Mexico, en über 1000 naar Durango, Mexico. In 1948-49 trokken nog über 1000 Kleingemeinden van Manitoba een oud-kolonie van Saskatchewan BC en Manitoba naar Chihuahua. En van deze über 9000 Mennoniten er nog komen wonen, van der bestimmt meer als 2-mal zoveel, vielleicht sogar mehr als 3-mal zoveel in Zuid-Ontario verstreut von Windsor bis Ottawa. In Ontario haben diese Old-Kolonien, Sommerfelder und Kleingemeinden noch kommen, mehrere Old-Kolonien, 3 Sommerfelder, 6 IMMC, 5 IMC, eine Gemeinde Gottes, 2 Baptisten und 3 Conservative Mennonite Kirchen. Und dann sind noch viele von unseren Familien, die in Ontario fortgeworden sind, von andere mennonitische Brethren in Christ, Missionary, Baptisten, Alliance und andere Kirchen oder pflegen wenigstens durch Gottesdienst. Und bei all diesem weil wir meistens noch immer miteinander verbunden, auch wenn wir nicht an alle Stechen Krieg überein denken. Und das ist auch wundervoll. Und nun wollen wir uns was davon vertellen, was die Dutzende von Lateinamerika nach Ontario gekommene mennonitische Kolonisten und ihre Nachkommen in Ontario schaffen. Und wir haben uns all einmal gesagt, dass wenige Leute in Ontario dort Fähig gehabt haben, Former zu werden oder Former zu bleiben. Wie die meisten Familien von Lateinamerika waren wenigstens bis in 1980er Jahren in Ontario die Tabak oft in Gemüseformer ihrer Arbeiter. Aber in der Elmer Umgegend und auch selbst in Ontario wurden in den 1960er, 70er und 80er Jahren auch etliche von unseren Lied Gurken und Tomatenformer. Und dort werden von unseren Gurkenformer, wo wir dort in Ontario dahin brachten, dort die Gurkenplecker nicht mehr den ganzen Tag krumm gebackt, lang die Gurkenrehen Gunen brachten zum Gurkenplecken. Sie richten die Ungewehrers von alle Koren so an, dass die lange leere Bänken hat, zum da boven setzen und zum Gurkenamers dorn abstahlen, und dort ein kleiner Windkeilermotor, den wären sacht genug fahren mögt, zodat ihre Arbeiter dort mit ganz sacheltjes lang die Gurkenreh fuhren und beim Seppen die Gurken plecken können. Und meistens hat so ein Währung da noch ein Schottendach über die langen Bänken. Und dort werden auch von unseren Mennoniten, wohnen in Süd-Ontario, die erste große Gurkensortierungsmaschinen, Cucumber Grading Machines, moaken, und mehr geeignete Grading Stations abstellen. Bei den 1980er Jahren kamen meistens so mennonitische Eltern mit ihren Familien von lateinamerikanischen Ländern nach Süd-Ontario und wohnen all mehrere Kinder groß genug wären, zum Gurken- und Tomatenplecken kennen, halben Geld zu verdienen. Viele Familien kamen erst mehrere Mal für die Sommermonaten nach Ontario und fuhren dann weiter zum Winter zurück nach Mexiko.
Aber nachdem sie dort für etliche Jahre so gedonen hadden, bleiben seine Families meistens doch mit der Zeit in Ontario wohnen. In den 1980er Jahren fangen auch immer mehr junge Families an, nach Ontario zu kommen, auch wenn ihre Kinder noch zu klein wären zum halben Geld verdienen. In viele von diesen jungen Familienvoters fangen Arbeit bei so einer Firma, die das ganze Jahr durch Arbeiter brauchten für ihre Getreidefarm, für Kühnen oder Heinerzucht oder auch für Malterien. Meistens blieben unsere Mennoniten aber nicht lang bei der Firma ihrer Sommerarbeiter. Aber die fingen in allerhand Fabriken eine Arbeit, wo sie das ganze Jahr durch Arbeit haben. Und weil so viele sich so schwind als mählich andere Arbeit sägen, bleibt dort immer dabei, dass die Gemüse- und Fruchtformen dort immer weiter an nie gekommene Familien fehlt, wo willig sind, die Sommerformarbeit voranzutun. Etliche Generationen von unseren Vorältern wären Formen in ihre eigenen Kolonien in Russland, Kanada oder irgendwo in Lateinamerika. Aber hier in Kanada haben wenige von unseren Familien das Vorrecht, Formen sind und blieben zu kennen. Und dort ist wirklich zum Staunen, wo schwind und wo gut die meisten von unseren Mennoniten sich in Kanada auf verschiedene andere Wege verstehen nützlich zu merken. Von der arbeiten unsere Menschen all meist irgendwo und donen meist irgendwo. Immer mehr von unseren Mennoniten von Lateinamerika sind in Ontario nicht mehr irgendwem seine Arbeiter, aber sehr viele haben ihre eigenen Geschäfte und Fabriken und sind Arbeitgeber geworden. Viele von so einen mennonitischen Männern arbeiten in Ontario, wo als Mechaniker. Viele von so einen Mechaniker haben ihre eigenen kleinen Geschäfte und reparieren selbst die Menschen ihre Fahrzeuge. Unser Zeit rennt allweiter auf. Nächstes Mal vertellen wir uns noch mehr von was unsere Mennoniten für einen Biedrag machen zu der Ontario Wirtschaft oder Ökonomie. But nächstes Mal. Ich sehe George Rempel.